Bettli, Meck, Tischli, weg. Und das Tischli ist wieder verschwunden. Wo das Zweiäugli am Abend heimgekommen ist, sieht auf dem Tisch einen Teller mit angebranntem Habermus stehen. Aber es hat nichts angerührt. Als am nächsten Tag mit der Geiss auf die Weide ist, haben die Schwestern noch ein bisschen altes Brot und Käserinde mitgeben wollen. Aber das Zweiäugli hat sie ins 9 liegen lassen. So ist es ein paar Tage gegangen. Du hättest das Einäugli zum Dreiäugli gesagt: Du, da stinkt schon noch etwas Gespässiges. Das Zweiäugli isst das Zeug nicht mehr, wo man ihm denkt. Und dabei hat es auch noch so dicke rote Backen bekommen. Da stimmt doch etwas nicht. Ich gehe mal mit dann aufs Feld raus. An dem Tag hat das Einäugli das Zweiäugli aufs Feld raus begleitet. Ich wollte mal schauen, ob die Geiss auch recht zu fressen bekommt. Hat sie gesagt. Aber das Zweiäugli hat schon gemerkt, dass die Schwestern wunderfitzig sind. Und als es am Mittag Hunger bekommen hat, hat es zum Einäugli gesagt: Komm, Einäugli, lieg ein bisschen dran. Ich sing dir etwas vor. Das Einäugli war müde von der Sonne und vom Weg, ist ins Gras gelegen. Und das Zweiäugli hat gesungen: Einäugli wachst du, Einäugli schlafst du.